China verkündete Sanktionen gegen Taiwans Premierminister Su Tseng-chang, Parlamentssprecher Yu Si-kun und Außenminister Joseph Wu. Ihnen und weiteren Sezessionisten wird von nun an lebenslang die Einreise und Geschäftstätigkeit in China verwehrt, teilte am Freitag eine Sprecherin des Amtes für taiwanische Angelegenheiten in Peking mit. Auf einer Liste seien Personen vermerkt, die die Unabhängigkeit Taiwans anstreben. Unternehmen und finanzielle Unterstützer, die mit den aufgelisteten Personen in Verbindung stehen sollen, werden jegliche wirtschaftliche Unternehmungen in China untersagt. Eine Pressekonferenz in der türkischen Provinz Malatya beschäftigte sich eingehend mit Chinas Besetzung von dem ehemaligen Osttürkestan. So fällt Chinas Umgang mit dem Volk der Uiguren seit 1949 immer wieder durch grausame Behandlungen und heftige Unterdrückungen auf. Deshalb behandelte die Konferenz die Frage, ob es sich bei dem Geschehen um einen Genozid handelt. Der amerikanische Kongress hat eines der innenpolitischen Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen. Vorgesehen sind über die nächsten Jahre Investitionen von rund 550 Milliarden US-Dollar. Insgesamt einschließlich schon vorher veranschlagter Mittel, hat das Paket einen Umfang von mehr als $1 Billion. Laut eines Sprechers des usbekischen Senats legte Mirziyojew zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident des Landes den Amtseid ab. Zuvor war er seit 2003 unter Staatsgründer Islam Karimov Premierminister. Die USA haben die israelische Entwicklerfirma der Spionagesoftware Pegasus auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Neben der NSO Group kündigte das US-Handelsministerium Strafmaßnahmen auch gegen eine weitere israelische Softwarefirma namens Candiru an. Erneut verzeichnet Russland einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Binnen eines Tages meldet die Corona-Taskforce der russischen Regierung 41.335 Infektionen und 1.188 Todesfälle. Grund dafür dürfte auch die geringe Impfquote in der Bevölkerung sein. Bei einem Musikfestival in den USA sind bei einer Massenpanik mindestens 8 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend beim Astroworld Festival in Houston im Bundesstaat Texas.